Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Wardrum und guck mal hier, der hat was zu sagen hier. Seht, eine große Ansammlung von verunreinigten Schreinen liegt vor uns. Sie zu beseitigen wird die Bürde von Mutter Rhythmus erleichtern. Ja, dann legen wir los. Geht mit Bedacht vor. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht einfach wird. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das hier ein Bosskampf ist und keine irgendwelche Schreine, aber okay. So. Den Endboss hier kenne ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht, noch nie gesehen, noch nie gerochen, noch nie gespürt, noch gar nichts nicht. Dann gucken wir mal. Oh, das ist ja eine Frau. Na hallo, ihr Hübschen. Na hallo, du Frau. Ich habe eure Ankunft vorausgesehen. Meine Lakaien nennen mich Prophetin. Wow. Okay. Das ist die Prophetin? Das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe. Genießt ihr ein lila Festmahl mit mir? Oh. Wir sind hier, um der Schändung der Schreine der Mutter ein Ende zu setzen. Oh, eine Schande. Es bleibt mir wohl keine andere Wahl, als euch die Haut von euren missgebildeten Körpern zu ziehen. Ach dann, damit meine Vasallen aus euch einen Teppich machen. Okay. Du musst sowas von weg, Tante. Angriff! Du musst sowas von weg, du Tante. Lass mal kurz gucken, Tante. Was geht denn bei dir? Wieso hast du so ein Dingens da oben? Das da. Stachelige Muscheln? Okay. Lass dich mal angucken, Mädels. Die Prophetin ist eine treue Anhängerin der unbekannten Bedrohung und auf Telekinese spezialisiert. Nicht gut. Die ist zäh. Schaden durch Blut und Vergiftet werden um 80% reduziert. Sie kann sich teleportieren auf jedes beliebige Feld auf dem Schlachtfeld. Schön, wunderbar. Telekinetischer Stoß. Einzelzielzauber, der magischen Schaden zufügt und eine Einheit oder ein Objekt 3 Felder in eine beliebige Richtung stößt. Dann hätten wir einen Zeitriss. Effektbereichszauber, der das Gefüge der Zeit zerbricht, um magischen Schaden zu verursachen und 2 Runden lang Zielen im Bereich verlangsamt zuzufügen. Das ist mir relativ egal. Salve vorbereiten. Zieht in der Nähe brüchige Pfähle aus dem Boden, um sie als Geschosse einzusetzen und markiert ein Gebiet, das mit Pfahlsalve im nächsten Zug angegriffen werden soll. Die hört gar nicht auf mit Items haben. Was ist denn hier los? Achso, das ist die Pfahlsalve selbst. Lässt Holzpfähle herabregnen, um in einem großen Gebiet verheerenden physischen... Großes Gebiet, das ist alles. Okay. Kristallgeschosse, zertrümmert gewaltsam instabile Kristalle in der Nähe, um sie als Geschosse zu verwenden und markiert einen Bereich, der im nächsten Zug als Ziel für Kristallsalve gewählt werden kann. Was ja gar keine Kristalle. Lässt instabile Kristalle regnen, um in einem großen Gebiet verheerende magischen Schaden zu verursachen. Junge, die kann Kristalle erzeugen. Und sie hat einen Zauber, der Koboldjäger aufs Schlachtfeld holt. Ja, das letzte war jetzt nicht so interessant. So. Dann gucken wir mal. Sie ist Nahkämpferin. Lass noch mal kurz gucken. Ob wir von dir auch ein schönes Foto machen können. Ich brauche noch ein bisschen was. Für Thumbnail, weißt du? So, komm closer, sagt sie. Ja, dann pass auf. Hier, ich komme dir sowas von closer. Das glaubst du gar nicht. Wenn ich noch closer komme, gibt's ein Close-Up. Du stehst hier fein. Du hast das auch. Du kommst eher mittig. Und du kommst hier hin. Und es stand nirgends was mit von wegen vergiftet. Also kriegt er was anderes. Er kriegt mehr Lebenspunkte. So, haben wir sonst noch was wir austauschen könnten? Erhält 50% mehr Heilung. Dazu muss er halt natürlich auch erstmal geheilt werden, ist klar. So, passt soweit. Auf geht's. Also, legen wir mal los. So, du kommst mal hierher, ja? So, ich hätte halt eigentlich gern gehabt, dass ich jetzt noch da reinziehe. Hat wohl nicht sollen sein. Macht ja aber nix. Ich gehe mal da hin und markiere sie mal.
Und dann gucke ich mal, was ich noch Interessantes habe. Das Problem ist, dass sie ja teleportieren kann. Was ja bedeutet, sie wird nicht so viel zu Fuß gehen, zumal sie auch schwebt. Ich habe einen Haufen Sprengmuscheln. Wendet steinhäutig für bis zu 3 Züge auf ein Einzelziel an. Unbeweglich und erleidet keinen Das ist ja gut. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht was Gutes tun. Das wollen wir ja nicht. Nee, nee, nee. Wir machen das. Ja, ich könnte mit ihm mich hier hinstellen und würde sie wahrscheinlich sogar treffen. Das Problem ist, dass sie mich dann auch treffen kann. Ich gehe mal lieber... Pass auf. Ich gehe mit ihm hier hin. Mach diese Hab-8-Stellung. So einigermaßen. Dann gucken wir mal. Seine Hab-8-Stellung bringt halt hier da jetzt nichts, weil die müsste dann da hingehen. Oh, warte mal. Kann ich da nicht hingehen und da draufhauen? Ja klar, machen wir das, oder? Ja, komm. Guck mal, sie hat ein bisschen Bluten. Ja, das bringt ihr nicht so viel, aber egal. Wenn sie blutet, dann ist es gutet. So, du gehst in Hab-8-Stellung. Voilà. Irgendwie habe ich gerade mit der Rechtstaste ein bisschen Probleme, merke ich. Also, behaupte mal, das liegt an mir. So, du trommelst mal ein wenig Verteidigung. Vor allen Dingen auf ihn. So. Das ist jetzt aber gemein. Naja, das ist jetzt aber eher gemein. Sag ich mal, wenn du das so machst. Was ist denn das da unten drunter? Seht ihr das da? Das ist jetzt eher gemein. So, pass auf. Jetzt hierhin machst dich unsichtbar. Und dann gehst du dahin. Was ist das? Rutschiger Boden wendet unruhig auf jede Einheit an, die drauf steht und erschwert Angriffe. Mann, jetzt weiß ich auch, was das ist. Hätte ich nicht drauf gehen sollen. Gut, dann wissen wir das jetzt halt auch. Fügt, wenn gestoßen. Alles nur gestoßen. So, okay, pass auf. Wir machen das jetzt einfach. Das bringt ja alles nichts. Aber hier bringt's etwas. Ich kann sie zumindest ein wenig angreifen, so. Wenigstens ein bisschen, weißt du? So. Mal sonst nichts hinkriegen. Ich guck mal, ob sich da irgendwie was machen lässt. Physischer Mehrfachzielangriff. Ja, komm, mach mal mit. Wir müssen sie ja irgendwie platt kriegen. Ich muss ein bisschen auf Tuko achten, fällt mir gerade auf. Schön, dass mir das jetzt auffällt. Wenn das nicht zu spät ist. Nee, ist es nicht. So. Ich muss mich ein bisschen besser verteilen halt, weil ich halt glaube, wenn die sich herumbiegt wie irre,
So, den parke ich einfach mal hier und lass ihn... Lass ihn den da aufpowern. So, das war's. Jetzt guck mal, was er macht. Ah, beamt sich natürlich nach hinten. Das Fräulein. Ja, gut. Kriegt immer noch, also am meisten Schaden kriegt sie noch von dem Bluten. Jetzt blutet sie leider nimmer. Ja. So, aber guck mal. Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Nee, haben wir nicht. Wir hätten eine kleine Überraschung für dich, haben wir leider nicht. Naja. So, ich hätte jetzt halt so gerne auf die Muschel gezogen. Geht ja leider nicht. So, pass auf, ich habe noch eine Idee. Was passiert denn, wenn ich diese Muschel sprenge? Kann ich nicht sprengen. Ich dachte, wenn ich hier die Sprengung hinmache, dass ich dann die Muschel hier sprengen kann. Nö, kann ich nicht. War ja nur eine Idee. Dann begeben wir uns hier hin und warten. Als wenn die sich jedes Mal irgendwo hinbeamt, dann verteilen wir uns halt einfach. So. Ja, ja, er ist Donner. Hier, du bleibst einfach stehen. Du stellst dich... Okay, du kannst nichts machen, außer dich hier hinstellen. Oh, ich würde ihn gerne... Okay, pass auf. Komm mal her. Du stellst dich da runter. Und wartest. Du stellst dich da nebendran. Und... Die wird unten auftauchen. Haupt ich jetzt mal so. So, ich will uns einfach nur ein bisschen verteilen. Und du stellst... Yeah, leave it to me. Du wartest einfach hier. Und er hier stellt sich dahin. Ich habe unten rechts im Eck noch keinen. Außer meine Assassini, die deckt das schon recht gut ab. Ja, komm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß halt nicht, was ich hier machen soll, von daher machen wir einfach das da. Jetzt guck mal, jetzt beamt sie sich wahrscheinlich rum. Ja, oh ja, du stehst aber mal richtig kacke. So, sie bereitet was vor. Auerle. Okay. Oh, guck mal. Da kommen wir ja eigentlich gut raus. Okay, hier kriege ich was. Unruhig. Erschwert Angriffe. Also zuallererst mal... Stößt 3 Dinger zurück. Okay, du gehst da rein. Du stößt sie bitte 3 Felder zurück. Hat einen Sinn. So. Wie ist das jetzt? Ah ja, ich dachte, das da wandert mit. Schade, macht es leider nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt ist sie nämlich in Reichweite von ihr hier. Und sie macht das, was sie am liebsten macht. Leute von hinten schnetzeln. Oder lass mal gucken. Ja, nee. Wir machen das hier. Netzeln sie etwas von hinten. Brauchst mich nicht anzufauchen, Mädel. Hast dir selbst zuzuschreiben. Versteckel dich da mal ein bisschen. So. Er hier. Bei ihm ist es ein wenig problematisch. Erlittener Schaden minus 20 und hier ist Pfahlsalbe, das weiß ich. Ich will wissen, ja komm, geh einfach da rein. Geh da rein und bete, dass du es überlebst. Ich kann ja ihn hier dahin stellen. Ja, kann ich nicht.
Stellen wir ihn dahin, das ist besser und kann dich zumindest mal ein bisschen stärken. Aber ich meine, er hat volle Energie, das wird schon hinhauen, oder? So. Er hier wartet immer noch auf Schönwetter. Dann warten wir weiter auf Schönwetter. Jo, hat schon wehgetan. So, ich bin wieder dran. Sie konnte sich gerade nicht bewegen. Dann hüpfen wir mal da drüber. Yes. Auch hier gibt's wieder Nackenstich. Nee, das geht so nicht. Okay. Verstecken wir uns wieder hier im Gras. Warten wieder. So, du darfst wieder heilen. Aber ihn hier würde ich gerne da vorne reinmachen. Dass der so in der Mitte stehen bleibt. Und du gehst einfach da hinten hin. Zielen. Weiß nicht, vielleicht kommt es ja von hinten. Man weiß es ja nicht. Steckt man ja nicht drin. So, er wird ein bisschen geheilt. So. Und er hier wartet immer noch auf den Frühling. So. Behold. Ah, die geht runter. Kristalle erzeugen. Ah, ja. Okay, alles klar. So. Hier ist einfach beste Frau halt, die kann immer. Moment, ich sehe gerade was. Naja, die ist. Ja doch, guck mal. Ich kann sie zu mir ziehen. Macht halt 75 Schaden nur. Oder aber ich nehme meine Messerchen und mache 132 Schaden. So. Nervt's ein bisschen, ne? Dauernd zu bluten. Ja, das tut mir leid. Aber geht halt nicht anders. Wenn du dauernd dich wegbeamst. Du wartest hier. Geh mal in Lauerstellung nach links. So. Er hier steht. Du da auch. Ja, komm. Na, den lassen wir lieber hier hin. Trommelt sich selbst Angriff, weil er es kann. Also eigentlich mache ich das nur, meine Combo hochzukriegen. Weil was soll er denn machen, der arme Kerl? Lass mich mal hier nix machen. Ja, so, wo gehst du hin? Ach, guck mal da. Ich sehe, das war schlecht. Okay, das auch. Wie viel Kobolde? 2 reichen. Wir brauchen keine 3. 2 reichen. Ach, Mann. So, du stehst aber gerade schlecht, Mädel. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Und zwar, weil du jetzt von mir ein bisschen gehauen wirst. Es tut jetzt nicht so weh. Aber ich kann dir sagen, es tut dir mehr weh als mir. Das ist die Hauptsache. Yeah. Ich will jetzt halt gucken, wenn ich schon mal die Chance habe, weißt du, dann will ich das natürlich auch nutzen. Sag bloß, das geht nicht. Doch, geht. So.
wenn ich schon mal die Chance habe, dass ich mit 3 drauf knüppeln kann, dann will ich das auch nutzen. Natürlich müssen wir mal um die da gucken. Kobold-Fallensteller. Das ist ein Kobold-Fischer und da war noch irgendwer. Noch ein Fallensteller. Fallensteller ist ein verstohlener Jäger, der Fallen stellt, sich im Gebüsch versteckt und seine Beute mit Blasrohrpfeilen aus der Ferne angreift. Lass mich raten. Giftpfeil, ja? Der macht vergiftet jetzt. Okay. So, mit Togo... Lass mal gucken. 210. 210. Togo, kommst du da runter? Ja, aber nicht gut. Und du kommst wie weit? Ah ja, okay, pass auf. Dann machen wir das Ganze... Ja, wir müssen das so machen. Obwohl, kann ich ihn auch stoßen? Ja, machen wir das einfach so. Wir müssen die ein bisschen auseinanderzerren. Wir müssen die einfach ein bisschen auseinanderzerren, die Gegner, dass die nicht alle in einem pulsen. Also in dem Fall wären es die zwei da gewesen. Gut aus, oder? So. Und wie sieht es bei dir aus, Madeleine? Ja. Heißt die Madeleine? Keine Ahnung, warum ich die Madeleine nenne. Weil ich es kann. Ja, gut. Würde ich mal sagen. Ich kann sie leider nicht von hinten angreifen. Aber ich kann mich ausnahmsweise unsichtbar machen. Oder was? Was? Was passiert, wenn ich das hier mache? Machen wir mal. Ach, reicht nicht ganz. Ich habe gedacht, es reicht, wenn ich da jetzt ein Dingens drauf mache, noch eine Bombe oder so. Naja, nicht gereicht. So, jetzt knüppeln wir uns darüber. Ja, komm, wir haben eh zu viel, oder? So, zack, einfach mal, weil ich dich nicht leiden kann. Yeah. So, passt soweit. So, das sieht doch aber auch gut aus. Auerle. Ey, das war nicht so schön von euch. Oh. Schlimmeres. Ich dachte eben, der macht einen Giftfall auf das Mädel, aber auf seine eigene Chefin da. Wäre lustig gewesen, so. Let's go. Einmal Heilung für euch beide, aber vorrangig für dich. Let's close those wounds. So. Du kannst einfach hier stehen bleiben und sie treffen. Wenn das Ziel markiert ist, entfernt es und fügt Gefangen hinzu. Ist aber nicht markiert. Ja, komm, wir machen hier einfach diesen hier. So, guck mal, wer da fast am Abnippeln ist. So, jetzt wird's lustig, weil jetzt gibt's Doppelschaden, richtig? Yep. So, die hätten wir. Ah, wie? Was ist jetzt mit den anderen? Ich will die auch noch platt machen. Naja, egal. Fangschrecken, Fangbein. 20% physischer Schaden. Erhöhte Chance, dass eine Fangschrecke im Gefecht auftaucht. Will ich das? Und noch eine Falle und so. Okay, will ich, dass eine Fangschrecke auftaucht? Ja, aber die hilft mir nicht, oder? Keine Ahnung. Aura der Kriegstrommel Schaden. Erhöht außerdem die kritische Chance um 5%. 1-2 fügt plus 25% Schaden zu und hat eine Chance von 50% mit verwirrt zu belegen. Wir haben da immer Schaden erhöht, ja? So, noch wer bitte? Mag noch jemand? Nee,
Schade. So. Mach's gut, Prophetin. Hoffentlich bringt das die Kobolde wieder zur Vernunft. Das stimmt. Jetzt lasst uns diese Schreine instand setzen. Instant. Und von hier verduften. So. Okay. Schreine instand gesetzt. So. Lief recht gut. Also dieses Hin- und Her-Beamen ist halt eher doof, aber wenn du es halt weißt, oder wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, hätte ich mich gleich ein bisschen mehr verteilt so. Aber es lief doch eigentlich in Ordnung. Lief doch eigentlich in Ordnung. Die Luft fühlt sich klarer an. Klarer? Welle vom Wühler. Der Nebel ist so dicht, dass ich nicht mehr meine ausgestreckte Hand vor Augen sehe. Das ist gar nicht meine Hand. Das ist die von Manuel Neuer. Ich sagte, es fühlt sich nur so an, als wäre eine drückende Last von der Region genommen worden. Na, das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass das, was wir hier tun, Wirkung zeigt. Vorwärts, sage ich. Okay, die haben ja quasi diese verunstalteten Schreine da von Mutter Rhythmus wieder repariert, haben sie ja gesagt. Also ja. Das sieht doch gut aus. Dann zeig mal her, was haben wir denn sonst noch? Achso. Haben wir wieder eins geschafft. Dann gucken wir mal, was wir jetzt halt bauen können. Feines. Vielleicht kriegen wir es ja dieses Mal hin, ein paar Rhythmusketten zu schmieden. Werden wir sehen. So, lass erstmal Ladenbesitzer checken. Schmuckstücke neu würfeln. Kadenz verwenden, um aus 3 Schmuckstücken ein stärkeres zu machen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem da und verdoppelt Verteidigungswerte von Geländegrundstücken. Das hier finde ich schon geil. 20% physischer Schaden. Aber es erhöht die Chance, dass eine Fangschrecke auftaucht, wenn ich ja wüsste, dass das bedeutet, die ist auf unserer Seite. Aber 20% physischer Schaden ist schon recht viel. Ich glaube nicht, dass die auf unserer Seite ist. So, wir machen jetzt mal ein neues. Was gibt's? Ein paar Sandalen. Schmerzhafte Schuhe. 4% kritische Chance pro Feld, das von der Startposition dieses Zugs aus zurückgelegt wird. Derzeit 0. Plus 4%. Das heißt 4, 8, 12, 16% kritische Chance. Okay. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Aber besser wie der andere Quatsch. So. Nein, nicht über den Knotenpunkt sprechen. Ja, bla 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 bla. Haben wir schon 100 Mal gesehen. So, jetzt zeig ich mal her. 300 noch was Punkte. Geborstener Schild. Flinkblattsandalen. Chance von 50% zu Beginn eines Zugs. Ah, das wollte ich haben. 10% kritische Chance. Das kann ich gebrauchen. Und das werde ich mir jetzt auch kaufen. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch haben. 0 heilendes Pulver. 0 Blätter. 0 Sprengmuscheln. Was soll denn das? So. Steinhäutig. Ich verkaufe die. So. Werde ich wohl eher nicht brauchen. Die Salben wiederum hören sich gut an. Schwächungen. Ich muss mal ein bisschen mehr Zeugs rumschmeißen hier, weißt du? So, sonst noch was zu verkaufen? Laden gucken. Ich habe noch 200 Punkte und das brauche ich nicht. Ich tue einmal neu würfeln. Was haben wir denn? Will er mich veräppeln oder was? Angriffe haben eine Chance von 50%, 150 Schaden beim Gegner oder nur 15% Schaden bei mir zu machen und 50% mehr erhaltene Heilung. Du, deine Heilung kannst du selbst behalten. So, aber hier unten gibt es noch was. Stein. Ich nehme mir noch ein paar Sprengmuscheln mit. Ich weiß gar nicht, was mit den ganzen Sprengmuscheln anfangen soll. Ich könnte mal anfangen, Zeugs rumzuwerfen. Ich bin dieses Mal, normalerweise tue ich mit Items sehr gerne um mich werfen. Dieses Mal eher weniger. Ja, habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. So. Schrein der Besserung dürften wir nicht gebrauchen. Jetzt kommt's. Zerbrich Rhythmussteine. Eine Rhythmuskette schmieden, bitte. Eine fegende, eine vielseitige. Ich habe im Moment noch gar keine Rhythmuskette, weil die halt einfach so verbuggt waren. XA. Kriege ich hin. Einsetzen kann man 1.
Das ist für Schwertkämpfer. Das könnte ich also unter anderem auch für meine Assassine nehmen oder halt für den Schwertkämpfer. Dann kann man Schaden machen. Das wären 84 Schaden. Das ist in Ordnung. Oder ich mache hier 24 Heilung. Das klingt gut. Oder, was haben wir sonst noch? Minus 10% erlittener Schaden. Das wird zu 19% erlittener Schaden für 2 Züge. Nee, ich würde mir da gern Heilung reinmachen und auf mich anwenden. Also mit Y kannst du sagen, ob du es auf dich anwenden willst oder nicht. So. XA. XA. Das muss jetzt hinhauen. Geht doch. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Ich meine, ey, ich bin nicht zu doof, das zu machen. Es ist wirklich manchmal, wo das einfach nicht funktioniert. So, wir haben gesagt, sie kriegt das. Zack. Da kann sie sich auch als ein bisschen selbst heilen, falls mal nötig ist. So, wir haben noch eine Rhythmuskette zum Beispiel. Eine fähigende Rhythmuskette. Das da finde ich in Ordnung. Ganz viel geht da rein. 56 Schaden. Was kann man sonst noch machen? Dass ich weniger erlittenen Schaden kriege. Das hört sich doch gut an. Und da nochmal weniger erlittenen Schaden. Guck mal hier. Auf sich selbst. 10% erlittener Schaden. Auf sich selbst und das ist Gegner. Links, unten, rechts, linker Button. Oder soll ich da was anderes nehmen? Dass der Gegner überrascht ist zum Beispiel oder benommen. Das ist ja legendär. Und wieso habe ich 2 legendäre? Moment. Ach, das war ein legendärer oder was? Der rote, den ich da genommen habe? Ich habe hier noch eine Heilung. Heilung, kritische Chance hätte ich noch. Habe ich denn den hier? Echt jetzt? Gar nicht gesehen. Dann könnte ich mich auch selbst heilen. Wäre mir ehrlich gesagt lieber. So. Ich brauche viel Selbstheilungszeugs. Und dann machen wir hier noch... Ach, der ist wirklich legendär, der da oben. Dass Gegner benommen ist. Und hier noch... Minus 10% erlittener Schaden auf sich selbst. Also auf mich in dem Fall. So, was muss ich machen? Links, unten, rechts, linker Button B. Besser ging nicht. Ja, super. Anlegen, ja klar, her mit. Kriegst du dazu. So. Okay. Kann man noch eine machen? Ja, aber die wäre dann für unseren Trommler. So, warum nicht? Oh ja, lass mal den Trommler mal ein bisschen Schaden machen. Das ist sogar eine gute Idee. Oben B und dann ein linker Button. Gucken wir mal. So, Liste geht doch. Warum ging die eben nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wollte ich die nicht irgendwie anlegen? Kann ich noch eine Rhythmuskette? Nee, das reicht jetzt auch. So, lass mal kurz... Ihm wollte ich doch eine anlegen. Was ist denn das da? Die haben wir gerade gemacht, gell? Und das da, Stärken, Schmetter, also, ja, die da darfst du haben. So. Guck mal, hat doch geklappt. Jetzt haben wir mal unseren Leuten ein paar Rhythmusketten gegeben. Wurde auch so langsam mal Zeit. So, hier sind wir soweit durch. Kann ich da noch irgendwie Kleinkrusch kaufen mit den 60 Münzen, die ich habe? Ja, aber nein. Nee. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, dann suchen wir uns schon mal das nächste Biom aus. Oder sollen wir mit Cembe sprechen? Er sagt wahrscheinlich, hey Cembe, Verzeihung meiner Aufmerksamkeit in diesem Moment. Ja, das sagt er immer. Der labert jetzt gleich. So.
Rote Wüste oder Rhythmusdschungel? Die Rote Wüste mag ich wirklich sehr, weil die meiner Meinung nach einfach ist. Also wirklich. Der Rhythmusdschungel. Guck mal, die Rote Wüste hat noch eine erhöhte Überraschungschance. Gilt aber auch für beide Seiten. Der Rhythmusdschungel geht so. Beim Rhythmusdschungel habe ich aber das Problem, dass der Endboss nur treffbar ist von Fernkampfangriffen. Und wie viele Fernkämpfer haben wir? 1,5. Meine Assassine ist auch eine Fernkämpferin. Also wäre es natürlich eine sehr, sehr dumme Idee, in den Rhythmusdschungel zu gehen. Auf geht's! Für dumme Ideen bin ich immer zu haben, okay? So, aber das machen wir natürlich nicht heute, okay? Das machen wir morgen. Morgen machen wir dumme Ideen, okay? Danke. Tschüss. Bleibt gemütlich, kräftig, muskulös.